So, wir kommen zum Märchenbuch für die Folge 3. Die letzte Episode oder die letzte Folge von mir zur ersten Episode von The Wolf Among Us. Wir haben eigentlich 3 neue Einträge, aber alles für euch habe ich noch den letzten, den da freigespielt. Aber zuerst gehen wir mal gucken, was das doch für eine hübsche Lady ist. Die Holly, Eigentümerin der Trip Trap Bar. Holly ist eine Trollin, die sagt, was sie denkt. Sie ist die Besitzerin der Trip Trap Bar. Sie verwendet Glimmer, um eine menschliche Gestalt anzunehmen, aber ihre Stammgäste kennen die Wahrheit. Holly kümmert sich um ihre Kunden, meist glücklose Fabelwesen, die wenig in der Tasche haben, aber sie hat keine Geduld für die Verwaltung von Fabletown, die bisher nichts unternommen hat, um ihre vermisste Schwester zu finden. Dann hätte man hier Grendel, Herumtreiber. Grendel will nur allein gelassen werden. In längst vergangenen Tagen hat er in nordischen Metallen sein Unwesen getrieben, aber in letzter Zeit trifft man ihn häufig in verschiedenen ruhigen, heruntergekommenen Bars in New York an. Er verabscheut den Lärm der Großstadt, aber er muss arbeiten, um sich seinen Glimmer leisten zu können. Trotz seines schroffen Verhaltens ist er jenen treu ergeben, die gelernt haben, ihm den nötigen Freiraum zu geben und ihn nicht zu stören. Eine Unterhaltung mit ihm zu führen ist, als ob man es mit einer Zeitbombe zu tun hätte. Es ist nur eine Frage der Zeit. Blaubart hatten wir schon. Bigbys Gnade. Machen wir gleich. Bigbys Vergeltung. Das ist das, was wir freigeschaltet haben. Weil wir im Grendel den Arm abgerissen haben. Es geschah vor langer Zeit in den Heimatlanden. Da verliebte sich der Nordwind in eine schneeweiße Wölfin. Er verwandelte sich in einen Wolf, umwarb sie und begleitete sie über 2 Jahreszeiten hinweg. Doch liegt es in der Natur des Windes, die Richtung zu wechseln, und das aufbrausende Gemüt des Nordwinds führte ihn schließlich zurück in sein winterliches Schloss. Die Wölfin war darüber zutiefst traurig und schon bald, nachdem ihr Geliebter verschwand, brachte sie mehrere Welpen zur Welt. Darunter einen, der zum sagenumwobenen großen bösen Wolf werden sollte. Als er mit ansehen musste, wie seine Mutter vor Trauer und unerwiderter Liebe starb, schwor der junge Bigby Wolf, sich am launischen Nordwind zu rächen. 7-mal suchte die Bestie das große Schloss auf, aber sie war der elementaren Macht ihres Vaters nicht gewachsen. Als es ihm nicht gelang, Vergeltung zu üben, schwor er sich, keinen weiteren Gedanken an seine tote Mutter oder seinen verhassten Vater zu verschwenden. Vergrabener Hass ist jedoch nur selten vergessen. Und jetzt kommen wir mal zu Bigbys Gnade. Das hätte man freigeschaltet, wenn beim Grendel nicht der Arm abgerissen hätte. Ich habe dann später noch einmal gespielt und habe das dann freigeschaltet. Unser Speicherstand, den wir weiterspielen, ist aber der, wo wir ihm den Arm abgerissen haben. Bigbys Gnade. Muss mal hochscrollen. In den Tagen vor dem Exodus machte der große böse Wolf Jagd auf Armeen von Menschen und Goblins im finsteren Wald. Diese Eindringler haben die bevorzugte Beute der großen Bestie vertrieben und sie selbst waren bis auf die Knochen verdorben. Kaum ein geeigneter Ersatz. Er machte sich zur Aufgabe, ihre Lager zu zerstören, ihre Wachen bei Nacht zu verschlingen und ihre Nachschublieferungen zu zerrütten, während er ihre Gefangenen verschonte. Eines Tages brach er durch ihre Reihen und entdeckte unter den Gefangenen eine ungewöhnliche Frau. Ihre Haut war weiß wie Schnee, aber ihre Haare waren so schwarz wie Ebenholz. Er näherte sich ihr und sie legte ihre Fesseln in das Maul der Bestie, denn sie wusste, dass nichts der Macht des gewaltigen Wolfes gleichkam. Er befreite sie, aber es sollten Jahre vergehen, bevor sie sich wieder in der Welt der Menschen begegnen würden. Da ging es dann wohl um Snow White bzw. Schneewittche. Okay. Dann war es das für die Märchenbuchfolge, die letzte Märchenbuchfolge zu Episode 1 von Wolf Among Us. Die nächste Märchenbuch-Episode gibt's morgen nach der nächsten Folge von The Wolf Among Us. Bis dahin, gehabt euch wohl.